ganz herzlich willkommen zu dem Online-Gottesdienst. So schön, können wir wieder miteinander verbunden sein. Ihr seht, ich bin hier in einem neuen Studio. Es ist zum ersten und zweitletzten Mal, dass wir die Aufnahmen hier machen. Nachher werden wir zurückgehen zu der Livestream-Lösung, die wir vor Corona hatten. Und nach der Sommerferien werden wir mit einem neuen Format dann online gehen. Es ist mega cool, dass wir seit dem 14. Juni wieder uns auch physisch in den Gottesdienst treffen können. Wir haben wirklich zwei mega starke Gottesdienste gehabt. Zugegeben, es ist ein bisschen anders. Aber hey, wenn du es sicher möglich machen, ich möchte dich wirklich ganz herzlich einladen. Komm doch wieder zurück in die physischen Gottesdienste. Es lohnt sich wirklich. Ab dem Wochenende, vom 28. Juni, können wir auch wieder singen. Ich meine, dann haben wir wirklich keine Ausrede mehr, um nicht am Sonntag normal auch dabei zu sein. Jetzt habe ich noch ganz eine wichtige Info an alle Männer. Clip ab. Yes! Der Men's Day hat nicht stattfinden, aber die Men's Night, die wird sicher sehr gut werden. Ich möchte euch ganz herzlich einladen. Merkt euch das Datum vor. Am besten meldest dich gerade sofort an. Bringst noch einen Freund mit, dass du am 5. September dabei sein kannst. Auf der Webseite findest du alle weiteren Infos. Heute geht es weiter mit unserer Serie Bestform, heute Ehe in Bestform. Und bevor wir den Matthias hören, möchte ich noch kurz beten. Danke, Jesus, dass wir also online einfach miteinander verbunden sind, dass wir so miteinander Gottesdienst feiern können, vor dich kommen. Und ich bitte dich jetzt gerade für jedes Einzelne, wo immer er sie ist und den Gottesdienst schaut, dass du einfach da bist, dass du mit deiner Gegenwart den Raum füllst, dass du ihnen begegnest und einfach durch dein Wort zu ihnen redest. Und wir einfach gerade all die Ehen segnen, die da auch vertreten sind. Herr, komm einfach innen, stärke die Ehen, lass die Ehen wirklich zur Bestform aufblühen. Aber Herr, ich möchte auch für alle Menschen beten, die sich vielleicht wünschen, sie könnten heiraten, dass sie einfach auch gerade durch die Predigt heute einfach motiviert bleiben, dran zu bleiben, motiviert sein, einfach selber an sich zu arbeiten, selber in einer Beziehung mit dir dran zu bleiben. Danke, dass du einfach unser Versorger bist, wenn es um Beziehungen geht, aber auch in allen anderen Lebensbereichen. Und so auch wirklich einfach ganz bewusst jetzt einfach unser Herz öffnen für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Das Thema vom heutigen Morgen ist ja Ehe in Bestform. Und ich glaube, wenn es ein Thema gibt, wo wir am Anfang noch beten miteinander, dann sicher das. Wollen wir noch beten? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Gott bist, der Ehe stiftet, dass du der Gott bist, der zwei Menschen zusammenführt. Und ich bitte dich einfach, Herr, gib mir die richtigen Worte heute Morgen. Und vor allem, lass uns dein Wort in erster Linie hören und möge es bei uns auf offenen Boden, offene Herzen fallen. Amen. Ja, Ehe ist eigentlich ein wunderschönes Thema. Hollywood nimmt es immer wieder und greift es auf in ihren Filmen. Es ist natürlich etwas, das enorm Menschen bewegt. Liebesfeuer, Gefühle, die man vielleicht gar nicht so richtig einordnen kann. Aber es ist auch manchmal ein delikates Thema. Und weil es auch ein bisschen eine delikate Seite hat, habe ich mir überlegt, ob wir nicht ein bisschen humorvoller heute einsteigen könnten. Ich habe ein paar Witze gesucht zum Thema. Und es ist gar nicht so einfach, kanzeltaugliche Witze zu dem Thema zu finden. Aber ich habe versucht, 3 zu finden. Der erste ist das. Da sagt ein Ehepartner, seit 17 Jahren korrigierst du mich, egal was ich sage. Seit 18 Jahren, mein Lieber, seit 18. Oder der Ehemann sagt, Liebling, jetzt sind wir schon seit 20 Jahren verheiratet und du bist immer nur zärtlich zu mir, wenn du Geld willst. Und sie sagt, ja, ist denn das nicht oft genug? Oder
Das Kind sagt zum Papi, «Papi, warum geben sich die Leute beim Heiraten in der Kirche die Hände?» Reine Formsache, mein Kind. Die Boxer machen das vor dem Kampf auch. Und das Thema heute Morgen ist nicht der Kampf der Ehe. Wir wollen ja kein Duell, sondern wir möchten ein Duell. Wie kann Ehe zur Bestform auflaufen? Wir leben ja in Zeiten, wo Menschen so viel machen, um zur Bestform zu kommen. Montagmorgen, wenn ich im Fitnesszentrum bin, bin ich umgeben von allen Senioren, Leuten über 70, die trainieren und ihren Körper in Bestform bringen. Wie viel mehr lohnt es sich, auch über die Ehe nachzudenken und zu schauen, wie kann die zur Bestform auflaufen. Und übrigens, wenn du als Single zuhörst, bitte nicht abstellen. Ich glaube, man kann genug über Männer, über Frauen auch in diesem Thema lernen und wie man besser überhaupt mit ihnen umgehen kann. Und vielleicht hast du mal einen Freund oder eine Freundin, die mal in einer persönlichen Situation Rat sucht. Und dann ist es gut, wenn man etwas über Ehe weiss und auch über das, was die Bibel dazu sagt. Ja, und wer verheiratet ist oder wer heiraten will, für das Thema sowieso, glaube ich, immer wieder aktuell. Ein guter Refresher lohnt sich. Aber lasst uns miteinander jetzt ins Wort Gottes schauen. Was sagt die Bibel über das Thema? Und einer der bekanntesten Texte dazu finden wir in Epheser Kapitel 5, ab Vers 21. Es heißt dort, ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch auch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Und bevor wir in den Text hineingehen und Frauen vielleicht sagen, ja, was unterordnen, oder Männer, was meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, ist es wichtig, dass wir in den Kontext schauen von dem Text. Und die grosse Stoßrichtung von dem Text fängt eigentlich gar nicht da an, hat gar nicht mit der Ehe zu tun, sondern der wichtigste Vers in dem Kapitel 5, wo dem vorangeht, ist der in Epheser 5, 18. Dort heißt es nämlich, lasst euch stattdessen oder lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das heisst, hey, wenn Ehe gelingen soll, ist das eine der Voraussetzungen, die Menschen erleben sollen. Warum? Schau, wenn unser Leben erfüllt ist vom Heiligen Geist, dann passieren mehrere Sachen. Erstens, ich schaue nicht in erster Linie auf meinen Ehepartner, dass er meine wichtigsten Bedürfnisse erfüllt, sondern ich bin bereits erfüllt in Gott. Und natürlich bleiben menschliche Bedürfnisse da. Aber in meinem Inneren schaue ich nicht zu meinem Ehepartner und mache ihn verantwortlich, dass ich zufrieden bin oder dass ich glücklich bin oder fröhlich bin, weil ich bin schon in Gott. Und wenn das passiert, geschieht noch etwas anderes. Ich kann nämlich viel besser geben. Ich kann mehr Geduld haben. Ich kann besser verzeihen. Ich kann mehr Liebe wirklich auch investieren, mehr Verständnis investieren. Warum? Weil es da innen schon voll ist. Und das ist ein grosser Schlüssel. Und die Beziehung zum Heiligen Geist macht noch etwas. Sie hilft uns in der Ehe immer dann, ganz besonders, wenn wir den Ehepartner nicht verstehen. Ich habe viel müssen sagen, Heiliger Geist, komm jetzt hilf, ich verstehe meine Frau nicht. Und ich glaube, meine Frau hätte doppelt so viel müssen machen mit mir. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Das ist so eine wichtige Aussage. Darum ratet die Bibel auch davon ab, dass Menschen eine Ehebeziehung eingehen, die nicht an Jesus Christus glauben und den Heiligen Geist eben auch haben. Und jetzt heisst da drin, die Frau soll sich einem Mann unterordnen. Ich weiss, in der heutigen Zeit, das löst fast einen Aufschrei aus. Aber lasst uns ein bisschen tiefer reingehen. Was heisst denn das? Es bedeutet zuerst einmal nicht, dass eine Frau irgendwie minderwertig wäre oder dass eine Frau zweitklassig ist oder dass ihre Anliegen unbedeutend sind. Die Bibel sagt so deutlich, Gott hat den Mann und die Frau im Bild von Gott geschaffen. Was heißt das? Sie sind beide absolut gleichwertig, aber sie sind andersartig. Und die Unterordnung, das muss gar nicht bedrohlich sein. Ich möchte euch ein Beispiel auch machen. Habt ihr gewusst,
dass sich sogar Gott, der absolut in Einheit miteinander unterwegs ist, dass die auch eine Unterordnung haben. Der Heilige Geist hat sich Jesus untergeordnet und gibt ihm die Ehre. Jesus hat sich dem Vater untergeordnet und gibt dem Vater die Ehre. Und das ist absolut kein Problem. Es gibt vielmehr eine Ordnung drin, eine göttliche Taxonomie, kann man sagen. Jetzt heisst es aber, sie sollen sich unterordnen wie im Herr. Was heisst denn das? Es kann garantiert nicht heißen, dass ein Mann aufsteht und sagt, du musst dich mir unterordnen, steht in der Bibel. Denn wie tun wir uns Jesus unterordnen? Jesus ist auch nicht so gekommen, sondern hey, wir haben die Liebe von Jesus entdeckt, wir haben seinen Heilsplan entdeckt und erstens, wir tun uns ihm freiwillig unterordnen. Es ist eine freiwillige Entscheidung, zu sagen, ich will mich Jesus dir unterordnen. Und das Zweite ist, der Grund, warum wir das machen, ist vielleicht nicht ganz uneigennützig. Wir wissen, Jesus meint es gut mit uns. Und das ist genau der Grund, eigentlich, warum sich Frauen ihren Männern unterordnen können, weil sie wissen, es ist nicht etwas, das ich muss, sondern eine freiwillige Entscheidung. Und der Grund, warum ich es mache, ist, ich weiss, mein Mann, mein Ehepartner meint es gut mit mir. Das heisst natürlich aber nicht, dass sie nichts sagen darf. Eine Geschichte, die mich mal sehr berührt hat, wo eine Pastorenfrau das Thema wirklich falsch verstanden hat, ist die gewesen. Sie hat gemeint, sich unterordnen bedeutet, ich darf nichts sagen. Ich muss alles schlucken. Ich tue meinen Mann einfach ehren und mache einfach, dass es ihm wohl ist. Und nach 15 Jahren ist die Ehe wirklich praktisch vor dem Aus gestanden, irreparabel. Und in der Beratung hat man festgestellt, die Frau hat den Vers völlig falsch interpretiert. Sie hat gemeint, sie darf nichts mehr sagen. Und sie dürfen lernen, ihre Bedürfnisse, ihre Anliegen, auch ihre Ergänzung auf eine gute Art und Weise in die Ehe einzubringen. Und heute macht das Pastoren-Ehepaar mit dieser Geschichte vor, in dem Sinn, dass sie Menschen einfach Mut machen, den Dialog wirklich zu führen. Ja, sie soll und darf reden. Aber ich glaube, die Bibel sagt das sehr deutlich, sie soll Nörgeleien vermeiden. Sonst löscht es den Mann ab und ja, ein Stück weit auch, es geht am männlichen Stolz. Die Bibel sagt vielmehr in Sprüche 16,24, freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Und eine weise Frau wird es eben aus dieser Unterordnung unter ihrem Mann auch lernen, gute und die richtigen Worte zu finden, dass er nicht angegriffen wird. Die Bibel sagt ja so, wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen. Das heisst, jawohl, wir sollen reden, wir sollen die Wahrheit sagen, aber mit einer Liebe in unseren Worten. Und ja, eine Frau hat einmal gesagt, hey, ich liebe es, deine Muskeln zu spielen, wenn du den Müll runterbringst an die Straße. Oder, vielleicht ein bisschen persönlicher, ich finde es toll, wie du unsere Tochter getröstet hast. Oder weisst du was? Ich finde es wirklich toll, wie du unserem Sohn einfach geholfen hast und ihm Mut gemacht hast und ihm erzählt hast, dass es dir vielleicht ähnlich gegangen ist. So kann sich wirklich eine Frau hinter ihren Mann stellen. Sie kann ihn aufbauen. Sie kann ihm zeigen, dass sie an ihn glaubt und dass sie ihn respektiert. Und wenn er vielleicht einmal Sachen anders macht mit dem Kind, kann sie sich auch hinter ihn stellen. Und wenn es wirklich ganz eigenartig war unter 4 Augen, kann man dann immer noch reden und sagen, du, warum hast du das irgendwo eben auch so entschieden? So verstärkt man das Gute im Mann. Und man lässt ihn auch die Rolle vom Haupt, wie es die Bibel auch sagt, wirklich auch inne. Liebe Frauen, wir leben die Tage, wo Frauen um ihre Rechte kämpfen. Und ich glaube nicht nur um Gleichberechtigung, sondern wirklich auch um eine Gleichwertigkeit. Und das hat absolut seine Berechtigung. Aber, liebe Frau, ich möchte uns in dieser Message wirklich auch zurufen, kämpfen wir noch viel mehr darum, Gottes Wort hier zu verstehen. Und den zugedachten Platz, wo Gott uns Frauen gibt, den wirklich auch einzunehmen. Und sagen, Herr, ich will das verstehen, zeig mir die Schönheit davon auf, weil so läuft Ehe zur Bestform auf. Ja, fairerweise wendet sich natürlich die Bibel nicht nur an die Frauen, sondern eben auch an die Männer. Und ich glaube, das ist so wichtig. Ehe zur Bestform auflaufen lassen bedeutet, dass nicht nur Frauen auf ihren Teil achten, sondern Männer genauso auf ihren. Es heißt nämlich, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe,
mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und vielleicht das ein kleines Geheimnis. Ein Mann, der sich so bemüht, seine Frau zu lieben, für diese Frau wird es einfach sein. Ich denke sogar für die meisten Frauen etwas natürlich zu sein, sich ihrem Mann unterzuordnen. Aber, liebe Männer, wie viele von uns haben sich die Frage schon mal gestellt, wie hat denn Christus die Gemeinde geliebt? Die wenigsten von uns müssen ja irgendwo ihr Leben lassen für ihre Frau. Aber ich glaube, die Liebe zu entdecken, das wird geprüft in vielen, vielen, vielen kleinen Sachen im Alltag. Und wir wollen kurz Jesus anschauen. Wie hat denn er Menschen oder seine Gemeinde oder zukünftige Gemeinde seinerzeit geliebt? Erstens, Jesus hat gewinnend gesprochen mit den Menschen. Er hat immer wieder auf den Vater gehört. Wie soll ich etwas sagen und formulieren? In Johannes 12, Vers 50 steht einer von meinen Lieblingsvers. Dort sagt nämlich Jesus, darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Hey, lieber Mann, wann hast du das letzte Mal dir überlegt und Jesus auch gefragt, wie soll ich es meiner Frau sagen? Wie würdest du es sagen? Wann ist die richtige Zeit vielleicht auch zum Sagen? Hey, liebe Männer, wann haben ihr zum letzten Mal einer Frau gesagt, hey, ich liebe dich von ganzem Herzen? Und zwar nicht, um irgendeine Sache wieder gut zu beugen, sondern einfach spontan, einfach im Alltag inne. Es bedeutet ihr so viel. Liebe Männer, wir müssen uns etwa die auch einen Ruck geben, zu reden, zu erzählen, nachzufragen. Und für das nimm dir wirklich auch Zeit, wenn du irgendwie kannst, jeden Tag oder sonst spätestens am Ende der Woche oder irgendwie eine Zeit, wo du ansitzt, das Handy auf die Seite legst, sie fragst, wie es ihr geht, was sie beschäftigt und erzähl auch du. Auch von den Sachen, die dir ein bisschen Mühe machen, auch von den Sachen, die dich beschäftigen. Und du wirst sehen, die Worte und der Dialog wird ihr sehr, sehr viel bedeuten. Das Zweite ist, Jesus hat sich immer Gedanken gemacht zum Besten der Menschen. Viele Männer tun ja alles, um ihre Frau zu gewinnen. Und Liebesbrief, SMS, WhatsApp, Fotos, ermutigende Worte und alles wird investiert, um jemanden zu gewinnen. Und das ist auch richtig so. Nur das Problem ist, viele hören nach der Hochzeit auf. Und ich glaube, bei Jesus finden wir Folgendes. Er hat sich immer wieder gefragt, was dient den Menschen? Was hilft den Menschen? Du kannst dich fragen als Ehemann, an was hat meine Frau Freude? Wenn du es nicht kennst, das gilt für Männer und Frauen, lerne doch einmal auch die 5 Liebessprachen auch kennen. Jeder Mensch hat eine erste, zweite, dritte Liebessprache. Ich weiss von meiner Frau, ich habe immer gemeint, ich mache ihr riesen Freude mit Blumen. Sie hat Freude daran. Aber an was sie wirklich Freude hat, das sind praktische, helfende Hände, die anpacken. Mach dir Gedanken zum Besten von ihr. Was hilft ihr? Was bringt sie weiter? Und das Dritte, Jesus hat seine Versprechen gehalten. Jesus hat am Schluss von seinem Leben können sagen, ich habe euch nicht einmal angelogen. Was ich gesagt habe, hat gestimmt. Ich glaube, niemand von uns Männern wird einmal können sagen, ich habe nie gelogen. Oder wenigstens immer offen und transparent bin ich mit meiner Frau gewesen. Aber ich glaube, wir Männer können wachsen in diesem Bereich. Und zwar, dass wir wirklich sagen, hey, wenn wir anrufen, ich rufe an, dass wir es wirklich auch machen. Wenn wir sagen, ich habe die Rechnung gezahlt, dass sie wirklich eben auch gezahlt ist. Oder wenn du sagst, ich gehe auf dem Heimweg noch posten, dass du es wirklich eben auch machst. Und wenn du so Sachen vergisst, hey, mach da auf deinem Handy irgendwo einen Reminder rein. Und zwar, dass sie dir vertrauen kann. Warum ist das so wichtig? Weil die Frau ein tiefes Bedürfnis eben auch hat nach Sicherheit. Und wenn sie weiss, was mein Mann sagt, auf das kann ich mich verlassen, das hilft ihr von ganzem Herzen, dich zu lieben und sich dir wirklich auch zu unterordnen. Liebe Männer, die Frage ist, tun wir das? Gehen wir zu Jesus und lernen von ihm. Und das nächste Mal, wenn du die Bibel liest, die Evangelien liest, Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, hey, dann frag dich nicht nur, hey, was macht Jesus mit mir, sondern frag dich doch auch, was kann ich von Jesus lernen im Umgang mit meinem Ehepartner. Ja, so kann man investieren, so wird es eigentlich gut kommen und trotzdem, es gibt Konflikte. Und wie gehen wir mit denen um? Viele Konflikte kommen darum, weil wir falsch über die Ehe denken. Die einen meinen, Ehe, das muss perfekt sein.
Aber offen gesagt, ich kenne keine perfekte Ehe. Ich kenne nur zwei Menschen, die einen Effort machen, mit ihrer Begrenztheit, mit ihren Fehlern, wo sie sind, das Beste aus dem zu machen, wer sie sind, mit ihrem Profil, mit ihren Gaben, mit ihren Einschränkungen und auch mit ihren Befähigungen. Bestform in der Ehe heisst nicht, hey, unsere Ehe ist perfekt, sondern Bestform heisst doch, zwei Menschen investieren ihr Leben lang Liebe, Geduld und Gebet wirklich auch in ihre Ehe. Ein anderer Konflikt kommt, weil man denkt, andere, hey, die haben irgendwo die perfekte Ehe. Aber ganz offen gesagt, sehen wir wirklich hinter den Kulissen. Vielleicht hast du gesehen, hey, wie sie ihm irgendeine riesige Freude macht. Oder er macht ihr irgendwo ein grosses Geschenk und du denkst, wow, hey, wenn meine Frau, wenn mein Mann so wäre, wow, das wäre etwas Gewaltiges. Aber woher weißt du, dass es hinter der Fassade wirklich eben auch gut aussieht? Etwa die gibt es ja auch Geschenke, die man macht, wenn man ein schlechtes Gewissen hat. Und nicht in erster Linie, weil man den anderen lieb hat. Vergleich deine Ehe nicht mit anderen. Du siehst nur ab die Fassade. Konzentriere dich auf deine Ehe und dann kannst du auflaufen zur Bestform. Drittens, viele Menschen denken, Sex müsse perfekt sein. Ich weiss, wir leben in einer Gesellschaft, wo man enorm viel über das Thema redet. Es ist viel, viel mehr auch publik gemacht, als wir oft oder als wir uns gewohnt waren, vielleicht noch ganz früher. Aber was ist denn perfekter Sex? Ist es nicht in erster Linie das, wenn zwei Menschen in Liebe sich aufeinander einlassen, auf Bedürfnisse vom anderen eingehen und vor allem auch lernen zu reden darüber. Ich weiss noch, bei uns hat es am Anfang überhaupt nicht geklappt. Aber wir haben gewusst, es wird einen Weg geben, wie wir einen guten Weg finden können miteinander. Und den haben wir auch gefunden. Und ich würde sagen, Menschen, die lernen, über auch diese Bedürfnisse reden, miteinander, auf eine liebevolle Art und Weise, die werden besseren Sex haben, ohne Zweifel. Aber denken wir daran, Sex ist wichtig, aber Sex ist nicht das Wichtigste. Es gibt viel, viel mehr Sachen, die wichtig sind in einer Ehe. Und die Konflikte gibt es, aber wir müssen ja lernen, Beziehung unser Leben lang eben auch zu führen. Und ein wichtiger Teil geschieht im Dialog. Und ich möchte 3 Sachen mitgeben für den Dialog, die dir vielleicht helfen können. Das nächste Mal, wenn du über etwas reden willst, oder das nächste Mal, wenn dich irgendetwas stresst, wie du es angehen kannst. Und zwar sind es eigentlich 3 Ws. Erstens, ist es eine Sache wert, darüber zu reden? Ganz offen gesagt, jemand die entzündet sich irgendwie ein Streit daheim wegen irgendeinem Pipifax, irgendetwas mega Kleines, was gar nicht wert war, darüber zu diskutieren. In Sprüche 17, Vers 9 sagt die Bibel, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Überleg dir, ist es wert? Wenn es ein Thema ist, das immer wieder aufploppt, ist es wert? Aber wenn es etwas ist, wo du kannst sagen, weisst, so ist einfach mein Schatz, dann lass es sein. Es bringt nur Nörgeleien und killt die Liebe. Zweitens, frag dich nicht nur, ist es wert, sondern auch, wenn will ich darüber reden? Was wäre der beste Zeitpunkt dafür? Es gibt Sachen, ich habe schon so dumme Fehler gemacht, Sachen angesprochen mit meiner Frau, wo die Kinder dabei waren, wo ich gedacht habe im Nachhinein, meine Güte, es wäre viel besser gewesen, wir hätten das zuerst das Zweite miteinander diskutiert. Oder der richtige Zeitpunkt, das zu verwutschen. Manchmal habe ich auch Emotionen, oder meine Frau ja auch. Und sie sind nicht immer noch zum Besten. Und wenn man dann redet, kommt es meistens nicht so gut. Es heißt in der Bibel, der Gottesfürchtige denkt, bevor er redet, der Gottlose aber platzt mit kränkenden Worten heraus. Das heißt, hey, wenn dich irgendetwas aufregt, stresst oder verletzt, gib dir zuerst mal Zeit. Gang zu Gott, lass dich neu vom Heiligen Geist erfüllen und dann find den richtigen Zeitpunkt, wo du reden kannst. Und drittens, überleg dir auch, wie soll ich sagen? Man kann nämlich die Wahrheit sagen und brutal Menschen verletzen, oder man kann die Wahrheit auch sagen und der andere kann es annehmen. Frag dich, wie würde ich es sagen? Oder soll es der andere sagen, dass ich es annehmen könnte? Und dann ja, redet miteinander. Nehmt euch wirklich Zeit dazu. Nummer eins Hauptfaktor
Für Ehen, die irgendwo in Schieflage kommen, ist, dass etwas im Dialog, im Reden miteinander kaputt gegangen ist. Dann regt man sich auf, man hört auf reden oder einer läuft davon, wie ein Kindergärtner, der verrückt ist. Lernt miteinander zu reden. Ich glaube, das ist die grosse Message auch von der Bibel. Redet aber nicht nur über Probleme, redet auch über eure Träume. Redet über das Geld, redet über Sex, redet über Ferien, redet über Anschaffungen, redet über Wünsche, die ihr habt in eurem Herzen. Redet über Sachen, die ihr mit Gott möchtet erleben. Es gibt so viele geniale Themen. Und vielleicht lohnt es sich, wenn du mal aufschreiben und sagen, hey, über was habe ich vielleicht noch gar nie mit meinem Ehepartner geredet. Reden bringt Nähe, Reden bringt Verständnis und Reden bringt auch Intimität. Und die suchen wir letzten Endes alle, ob wir Mann sind oder Frau. Ich werde die wichtigsten Sachen einfach nochmal zusammenfassen. Hey, damit Ehe zur Bestform auflaufen kann, schau nicht zum anderen, dass er dir deine Bedürfnisse erfüllt, sondern erstens, lass dich immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen. Zweitens, ihr Frauen, lernt, was es heisst, euren Männern mit Respekt und Achtung zu begegnen, das, was die Bibel Unterordnung nennt. Ihr Männer, lernt, eure Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Lernt Jesus besser kennen und es wird dir helfen. Lernt die Liebessprache vom anderen. Auf was spricht er, auf was spricht sie besonders an, was bedeutet ihm oder ihr besonders viel. Und leg vor allem Wert darauf, dass du selber ein besserer Ehepartner wirst. Nicht auf der anderen, nicht vom anderen erwarten, dass er sich in erster Linie ändert, sondern lehr du, ein besserer Mensch zu werden. Das bringt etwas zwischen dir und Gott und das macht dich zu einer besseren Person. Hey, Ehe kann zur Bestform auflaufen. Aber nur dann, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, nur dann, wenn wir uns auch in Demut auch immer wieder eingestehen, ich brauche Gott, ich packe es nicht, ich schaffe es selber nicht. Und für das werden wir noch beten miteinander. Ich möchte zuerst einmal beten für all die, die, ich sage jetzt bewusst, einen besseren Ehepartner möchten werden. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ja die Ehen gestiftet hast. Und dass du uns in der Bibel, in deinem Wort, so wichtige Aussagen auch gibst, die vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen fremd tönen, vielleicht fast ein bisschen weltfremd. Aber ich glaube, dass, wenn wir uns vertiefen mit diesen Texten, dass du uns aufzeigst, wie weise dass du bist und wie gut, dass du als Grundwesen von Mann und Frau verstehst. Und ich bitte dich für mich, ich bitte dich für jeden, der das Bedürfnis auch erkennt, verändert zu werden, dass du es uns einfach auch schenkst. Form uns durch deinen Geist, form uns durch dein Wort. Lass auch Wort von den Menschen an unserer Seite, die wir kennen, mit dazu dienen, dass wir aufmerksam werden auf Sachen, wo wir einfach merken, dass da brauche ich Veränderung. In meinem Reden, in meiner Art, in meiner Geduld. Und Herr, du sagst in deinem Wort, dem Aufrichtigen lass es du gelingen. Halleluja. Hey, und vielleicht bist du da und hörst zu und sagst, hey, wow, Gott könnte meine tiefsten Bedürfnisse erfüllen. Ich wette das. Aber du hast noch gar nie bewusst eine Entscheidung getroffen, dich auf eine Beziehung zu Gott einzulassen. Ich werde dich auch einladen, bete doch jetzt noch mit mir das folgende Gebet. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mich bisher nicht an dir und deinem Wort ausgerichtet habe. Bitte vergib mir. Aber danke, dass dein Sohn Jesus für all meine Sünden gestorben ist und ich durch das Vertrauen auf ihn jetzt volle Vergebung habe. Ich will von jetzt an mit dir leben und dich in alles einbeziehen und dir folgen. Danke, dass du mich jetzt zu deinem geliebten Kind machst. Amen. Gott hat das Gebet erhört. Sein Heiliger Geist ist in dem Moment auch in dich, in dein Leben gekommen. Und du wirst spüren, ab dem heutigen Tag an und in den nächsten Tagen, dass da innen eine neue Kraft anfängt wirksam zu sein. Eine Kraft, die dich zieht, Gott besser kennenzulernen. Eine Kraft, die dir auch ein Verlangen gibt, die Bibel zu lesen. Aber auch unter Umständen einen Kampf erlebst, den du vorher nicht gehabt hast. Das ist der Kampf zwischen Gott und dem Negativen, den es eben auch gibt. Und in diesem Moment darfst du dich einfach an Jesus wenden und sagen, danke Jesus, dass du mir jetzt hilfst in diesem Moment.
Ich wünsche dir Gottes Segen. Lass uns doch wissen, dass du die Entscheidung getroffen hast und gib uns ein Feedback. Dort auf der Website, wo du jetzt bist oder wo du es anschaust, findest du eine Möglichkeit, uns rasch ein Mail zu schreiben oder uns teilhaben zu lassen an dieser tollen Entscheidung, die du getroffen hast. Gott mit dir, gang weiter, dein Leben wird mit Jesus zur Bestform auflaufen. Wenn du heute einfach einen Schritt vom Glauben gemacht hast, und dich gerade an dein Leben so bewusst Jesus anvertraut hast, ich möchte dich herzlich einladen, dass du auf der Website unter einem Player oder auch über den Link auf YouTube noch die Connect-Card ausfüllst, das Formular, wo du uns wissen lässt, was du für eine Entscheidung getroffen hast. Wir würden uns so gerne uns bei dir melden. Und gerade auch wenn du neu auf unserem Kanal bist, wir würden dich gerne kennenlernen. Keine Angst, wir werden dich nicht zuspammen. Wir würden uns einfach einmal bei dir melden und zeigen, wie der nächste Schritt in deinem Glaubensleben aussehen könnte, beziehungsweise wie du noch mehr kannst mit uns in Kontakt treten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in den physischen Gottesdienst. Wie gesagt, nächste Woche nochmal im gleichen Setting aus dem Studio und nachher sehen wir uns über einen Livestream, wie wir es vor Corona hatten. Ich wünsche euch Gottes Segen, habt eine gute Woche und bleibt gesund.